Guten Morgen zu allen. Ik heet jullie alle hartelijk welkom hier zu diesem Gottesdienst von dir. Und Gott, er ist gnädig. Hij behandelt uns nicht nur, als wir verdient haben, aber hij behandelt uns nur, als hij recht ist und genug. Und das ist, wo wir ihm können verdanken. Und ich will von dir war er 3 abhängen mit der Serie von Botschaften, wo wir durch das Neue Testament predigen. Und wir weten nicht, wie sagen haben wir in das Geschlechterregister von Matäus 1, Vers 1 bis 17. Und das ist all das 5. Poat, was wir sehen. Und einzige würden sagen, was hast du so viel Rüte nehmen? Aber ja, wenn wir mal kicken, wo viel Jahre das gewesen sind von Adam und Eva ihre Sinn, was der Rara ist gekommen, das sind so wie ein 4000 Jahre. Und das sind so wie ein 4000 Jahre. Und wo viele Dinge sind passiert, wo viele große Dinge sind passiert, was du alle ab Jesus noch anwiesen deuten. Und das viele Mal, dann hielt wie du ab, wo Abraham, wir wollten das, hij had zijn arm uitgestrekt, hij had Gott profen mit der Scheck zu halten, indem dat hij een zin had van ihre Kirche, van Hagar. En wir wollten dat, wat Gott sich übergeteilt hat, dort wollten Menschen nicht ändern. Als Gott erst sagt, Sarah wird ein Sehen haben, dann fällt Abraham doch durch und dann sagt er, Lut Ismael doch der Orf sein. Und sagt Gott, no. Isaac, der wird von Sarah geboren wird. Ich habe gesehen, dass Gott wird seinen Plan nicht ändern, even wenn sein Freund, even wenn ein Mensch handfällt und braucht den noch. Wenn er nicht Gott sein Will lässt, dann tut Gott das nicht. Gott hat die Kontrolle über, was er von Ewigkeit her bestimmt hat, da wird er durchführen. Und das sei wie hier so. Und so, wir sehen das hier so, dass wir hier nur ab, wo Abraham seinen Plan gebrochen wird. Dort heimat Ismael in Hagar Weichschein. Der soll nicht mit Isaac arbeiten. Das ist nicht Gott sein Plan. Gott sein Plan wie Isaac. Aber dann kommen wir hier bei einer interessanten Geschichte. Du will ich von dir mit alle anholen. Wir wollten, dass wir würden können vielleicht das Geschlechterregister bosig durchgehen, dann sagen wir, du, wo Jesus seine Geschichte anfängt, wo das Evangelium anfängt. Aber was ich glaube, das sehr wichtig ist, dass wir lassen das abbauen. Wir bauen das ab, wir reisen durch das ganze Alte Testament und gucken, was alle inzwischen passiert ist, was der Rara erst mal endlich kam. Und hier so in Abraham seine Geschichte, da fingen wir ein ganz interessantes. Das ist Abraham und Isaac. Und wo Abraham wird auf die Probe gestellt. Du will ich von dir ein bisschen anholen. Und muss sagen, was wir da rauskriegen, was uns das wird sein, was eine Erfahrung gewesen wird. Ich würde gleich mal, wir würden 1. Mose 22 gehen, und von Vers 1 bis 14. Dort sind Tags von dir. Und so, wie du dort überlesen, dann werden wir uns aufnehmen, werden wir mit dem Gebet anfangen. Himmlischer Vater, wir kommen vor dir und wir danken dir für den schönen Tag, was du uns gegeben hast. Und wir danken dir auch für den Wort, was du uns gelassen hast, und dass wir das so klar können haben. Und Herr, musst du das dann auch in unsere Horten schreiben, dass uns auch die Horten gehen, was du hast geschrieben und wo das alle handigen dat. Und Herr, musst du halten, dass wir das nicht brauchen, mit uns kleines Verstand zu beurteilen, aber dass dir das muss offenbaren durch den Heiligen Jesus. Und dass wir nicht unsere Klugheit dabei tun, aber dass wir gehorsam sein und uns Däumchen und die horchen, was du zu sagen hast, und nicht wie Salz. Wat wir an Salz uitdenken können, himmlischer Vater. Dat bringt immer eine ehrliche Verdacht, wenn wir das Salz wollen, und deswegen können wir uns nicht auf an Salz vertrauen. Aber wir werden, dass du machst mit den Geist anleiten, und du machst uns hier lehren, was immer du uns zu lehren hast. Und Jesus, in nun beten wir das. Amen.
So hier sei wir dort, in Versen an, diese Geschichte, hier ist wo Abraham die Versprechen gekriegt hat, dort durch Arm, wat nu kom durch den de alle Feld ja beïerd worden, gezegend worden. En dan zei we dat Abraham en Sarah hadden nog geen zin. En zo, dat wat een zich ja bezorgd gemerkt haben. En dus wie Menschen immer so behauptlich sind, wie sind immer gepflegt mit so ja behauptlich sind, so das wat Abraham like mehr sich ja auch wollte. Gott moet dit uithouden. En zo, dat is waar Ismaël van herkomt. En nu had Abraham en Sarah doch gezien. En nu moet dat Isaac zijn, durch dem wat der Ara wat komt. En Ismaël moet weggeschickt. Maar nu heeft hij Ismaël weggeschickt. Dat is niet meer de oorlog. En nu komt hier een proef, wat ik mij wil te zijn. Dit is niet menschlich, dat een mens deze proef durchmaakt. Maar we dan zo een beetje snel doen. Abraham wordt zo op de proef gesteld, dat hij zal gewoon zijn ene zin opferen. Hij zal den einzigen zin. Zij hadden al niet hoopning voor een zin, hij en Sarah. En nu dat zij nog een zin hadden, den einzigen zin, en den zal hij nu nog gewoon opferen. Maar we zo een beetje snel doen. Is dit möglich, dat een mens zo'n sterken Glauben heeft uit zichzelf, gewoon en doen dit wat Abraham hier deed? Deze vrouw wil we ons werkelijk stellen. Waar we ons den Tags mal überlesen, dan moet zijn wat we eruit krijgen. 1. Mose 22, vers 1, bis 14. Eine gewisse tijd later stelt Gott Abraham op een proef. Gott roept hem en zegt, Abraham. En Abraham zegt, hier zie ik. En Gott zegt, neem einmal dienen einzigen sehen. Ich habe hier wat hij zegt, dienen einzigen sehen. Ismael tal nicht mal te zien sehen. Den einzigen sehen. En dat heeft hier een grote weg wat dit gedreven heeft. Dat is niet dat Abraham zal Isaac opferen en dan kan zich Ismael terugholen en heeft waar aan sehen. No. Hier is de einzige sehen. Ismael is hier uit het beeld buiten. Er is geen vrouw meer dat dus nicht dat Abraham sich dann kann ab den anderen Sehen verloten. No. Er sagt, nimm einmal den einzigen Sehen Isaac, dem du Gott baust, en go naar de Jeen van Maricha. Ich wil die door einen gewissen Boy wiesen, en du sollst door abgehen in ein Opfer von am Meer und aus ein Brandopfer. Tätig am nächsten Morgen stund Abraham ab, en nahm Isaac en 2 van seine Deuner, en zodel einen Esel ab. Hij spul wat halt voor dat brandopfer en leed los naar de stad op toe, die Gott gezegd had. En in 3 dag, als Abraham zich nog ware rondkeek, zag hij van een eng af de stad, wo zij gaan zullen. Dan zei Abraham te zijn Deuner, blijf hier, en ik wil den Esel ook hier laten. Aber ik en de jong worden nog wieder dorthin gaan. En wanneer we eerst Gott haben angebet, komen we terug bij hier. Dan nam Abraham dat halt voor dat brandopfer en snel dort op zijn zeen Isaac zijn regen. Hij zelfs nam dat heute glout in een kleines Ammertje in dat Masa. Dan gingen zij bed op wieder. Met einmal zei Isaac te zijn voor Abraham. Voor. En Abraham antwoordt, wat zal zijn mijn zin? En Isaac zegt, wo is dat? We hebben hier dat glout en dat halt, maar wo is dat Laum voor dat brandopfer? Niet halt mal even. Wer van ons hier ben heeft niet kenja, wat ons zo'n lijf zijn? En we zullen daar een stad führen, wo eine Stadt bringen, wo die sollen geopfert worden.
En die gingen zelfs vrouwen aan, ons. Eine Frau, so eine Frau ist das. Vorher, wo ist das Laum? Talt ihn mal Eva, wir uns bis hier mal ein kleines bisschen andenken. Wir wollten dort, wir wollten ans Kind aufgeben, das ist all bestimmt, das Begrafnis und alles ist all bestimmt. Und das Kind selbst fragt uns, bei wem's Begrafnis merken der Reut? Und wir würden zu uns Kind machen sagen, dient Jerusalem. Das uns hat nicht ein Klima, hier das mit Butzern, wenn wir uns das denken da. Er sagt, wir haben hier das Glaubt und auch das Halt, aber wo ist das Laum für das Brandopfer? Wenn ein Mensch danach kann so unholend sein und wieder gehen, Gott sein Welt durchführen, als Abraham hier deut, dann sag ich mir, als ich glauben, dass er das mit seiner eigenen Kraft getan hat. Wenn wir Abraham dit wollen aussprechen, ich habe mal das Abraham, hij verloor seine eigene Frau, wann hij in andere Länder, und sie dat meine Schwester. Und bis an für sich sein eigenes Leben zu raten. I mean, Abraham hat das alleweg gewesen, hij wie auch ein Mensch. Und wenn wir glauben, dass Abraham kann mit seiner eigenen Mut, mit seinem eigenen Glauben, dem, was er uit sich selbst hat, danach bis wieder gehen, dann sagen wir so arg. Hier ist eine gerade Kraft in Abraham. Wat wir hier einfach bis machen sein. Hier ist nicht eine menschliche Kraft. Du willst stark in diese Frau. Wird wie, wenn Gott nicht zu uns sagt, gut abfahrt ein von jenen Kinder durch. Wird wie mit unserer eigenen Kraft uns dort undauen können. Ich habe hier viel nicht gestaunt durch Eva. Ich würde bloß einfach sagen, Gott, ich weiß, dass ich will die gehorsam sein, aber bei diesem Punkt, das ist zu weit gegangen. Das ist, was ich einfach würde machen sagen. Aber weil wir hier wieder lesen. Und Abraham sagt, Gott wird du noch sein, dass er ein Lamm für das Brandopfer hat, und so gingen sie bald wieder. Als sie dann bei der Stadt kamen, wo Gott an gesagt hat, biet Abraham durch einen Altar. Und leed dort halt durch Boventrag. Hij verbond seinen Sohn Isaac, der hing in de Feit und leed am durch ab dem Altar ab dat halt. Und Abraham hield dat Maas heruit, zum seinen Sohn schlachten. Dat komt Nora en dat komt Nora en dat komt Nora wat hij zal doen. En hij gaat weer met dat en hij is einfach rui dat te zijn. Hij deed het. Maar daarmee roept den Herrn zijn engel van Himmel. Abraham, Abraham. En Abraham zegt, hier zie ik. En de engel zegt, hierop, dood den jongens. Nu weet ik, dat du verg hast voor God en arm gehorchend is. Du hältst nicht einmal den einzigen Sehen von mir. Und als Abraham abkeek, zag hij einen Bock, der mit de Hinterfuß in ein Bosch wird. Und Abraham ging und nahm den Bock und schlag den für das Brandopfer in seinen Sehen seine Stadt. Von dann an nahm Abraham diese Stadt, Jahwe Jireh, bei den Verdauschen Tag. Bei den Verdauschen Tag wird die gesagt, ab dem Boy, wo der Herr du noch sein, wird der Herr du noch sein. Und dit hier, Jahwe Jireh, dat is al zeer onreidig gebruikt worden, zeer mes gebruikt worden. Wo leicht dat een mens, wegen kleine, jippige Sachen, mir jankert wordt, wat bus mir jankert, weet niet moeilijk dat den Herrn zien wel is, dan zeggen we, oh, de God wordt al doen nog zijn. Jahwe Jireh soll nie nicht gebruikt worden, om ons in het wel ervallen. Nie nicht. Nicht mal, bloß für meine eigene Gesundheit. Nicht mal für mich, was ich will haben. Das Gott versorgen, ganz genau. Aber das hier so, das bedient was ganz anderes. Hier soll ein Opfer gebracht werden. Hier soll wer sein Leben loten. Und das kommt so sehr dicht bei, weil wir das hier lesen dann.
Und wenn wir das noch nie nicht würden gelesen haben, und wir lesen das hier so, und dann fängt ans Hart actually an zu bumsen. Die soll gehen sie in Seen schlagen, die soll gehen in Isaac zu opfern, und das wir muss ihn eins hier sehen. Und durch da soll die ganze Welt gesegnet werden. Und der hat nicht enthält, und schließlich hat Abraham in Sehen durch Hagar, und der soll wachgeschickt werden, das ist nicht da, das soll Isaac sein. Und es soll noch wenn je hoopning erst, dat Abraham und Sarah noch frisch ein Sehen können haben, dann soll Isaac gehen opfern. Dann fängt das Hort wirklich mit an zu butzern. Dann fängt einer, wenn das noch nicht gelesen hat, wenn er nicht weiß, wo das kommt, dann ist einer hier, satt einer Säure abgespitzt Nudel. Wo wird das kommen? Aber dann fängt wir diese Geschichte hier so. Dann fängt wieder hier so, wo Gott den abhält und wo Gott den sagt, du nicht. Und dann versorgt er du in Bock, was du in Struck mit der ersten Fuß ist. Und dann wie Mensch kriegt so, wie nochmal dann, wow, that was close. Dann, als du mit uns dann, sei wie so ihr Relief, dass du das nicht haben dürft. Aber hier ist der Trouble. Das wir gleich das Ende von dieser Geschichte. Das wir bloß ein Handwies auf die wahre Geschichte. Habe ich mal eben gedacht. Wenn wir mal nach Matäus 26 gehen. Vers 36. Nu als Gott zien sehen soll, Batur. Wo du soll ein Opfer von denen gemerkt. Gott sehen ihn sehen. Matäus 26, Vers 36. Dann ging Jesus mit an nur einen Platz, Gethsemane. Und er sagte seine Jünger, seid hier durch, ich gehe noch wieder zu beten. Und dann nahm er Petrus und Zebedeus seine zwei Söhne mit sich und ihm überkam eine Angst, die ihm ganz traurig macht. Dann sagt er heute Abend, meine Säule ist traurig in ein Todesangst. Blieb hier und werk mit mir. Er ging noch ein Bett wieder und fall auf ein Gesicht in Bett. Mein Führer, wenn es möglich ist, dann lot diese Lieden an mir vorbeigehen. Doch nicht so als ich will, aber so als du willst. Und er kam drei nach seine Jünger, und die waren angeschlossen. Und er sagte Petrus, könnt ihr nicht eine Stunde mit mir werken? Werk in Bett, dass ihr nicht in Versicherung fallen. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Er ging zum zweiten Mal in Bett, mein Führer, wenn das nicht möglich ist, dass das Köpfel von mir vorbeigeht, ohne dass ich den drink, dann lot das nicht dienen wollen gehen. Und als er zurückkam, schleppen die Jünger weiter und können schier nicht die Augen aufmerken. Und er leidt am Door und ging das dritte Mal in Bett derselbe wird. Dann kam er nach seinen Jünger und sagte, weil ihr immer schlupen und reiben, seid, die Stunde ist hier, dass die Menschen sehen in der Sünde hingegeben wird. Steht ab, weil wir gehen. Da ist hier, der mich verroden hat. So, hier haben wir zwei Geschichten. Die eine, wo Abraham sein Sehen soll opfern. Und wenn die Geschichte zu eng ist, dann sind wir so froh, dass du ein anderes Opfer zu haben wird. Und es steht, dass Abraham Isaac darf opfern. Aber wenn wir dann nicht dazu kommen, dass Gott sein einer Sehen am Altar legt, wenn Gott sein Sehen selbst du legt, Gott selbst auf den du geboren, dann hast du kein anderes Opfer, was in Jesus Sinne steht, kann gebracht werden. Dann kommt das Maß herauf. Dann hast du nicht das Wort. Und dort ist dann diese Versen, was wir uns in Offenbarung 5, durch diese Botschaften, durch diese Serie immer wahre Denken halten. In Offenbarung 5, Vers 1 bis 3. Wenn das hier sagt, und ich sah, dass Leute auf den Thron saß,
Ein Buch in der rechten Hand hat, von binnen und von buiten beschreven mit 7 Seelen versegelt. Dann zag ik een starken Engel met gewaltig luide stem vragen, wer is een storm dat Buch op te melken en de Seelen te breken? En du wie keiner im Himmel oder op die Erde oder onder die Erde, dat dat Buch opmelken oder doen aankijken kan. Du wie keiner. En dat is wat we hier zijn. Du wie in Jesus zijn steht kein Hecher. Du wie keiner, wat Jesus zijn Opfer, wat Jesus soll von Opfer anstehen. Du wie kein Gerater, wat du kun. En nu wollen wir uns denken an diese Geschichte. Wir fangen an, das Matäus an, mit das Geschlechtsregister. Abraham, die Fuhrer über Isaac über Jakob, das dort ja dort allein. Lukas, der kriegt so, der was überrascht, der von Jesus antreten, der hat ganz treu mit Abram. In ein all day, wo immer noch Hoffnung wird, wer wird das dann nu sein? Wer kann das dann sein? Erst der Rara die Bild bei hier. Und du wird immer zu den Propheten gesagt, dort ist nicht in Unität, was das passiert wird. Die Propheten werden schließlich gesagt, dass das nicht in ihrer Zeit passieren wird. Das wird nie lauter in unserer Zeit passieren. 2003 wird wir können sagen. Da wird das passieren. Wo was ich will uns aufmerksam machen ist, wenn Gott seinen einen sehen schauen will, dann muss er anstrufen. Wenn Gott ist gerecht. Gott kann nicht seine Gerechtigkeit brechen. Er ist gerecht, er ist heilig. Und er wird nicht auf die Kosten von seinem großen Namen was Arrechtet tun. Er weiß damit, wo gerecht er ist. Wenn Jesus vor uns ansteht, dann ist nicht, dass Gott dann mit seinen Euer du wegen nur lässt, bloß wegen Jesus der ansteht. Dann lässt Gott du wegen mit seinen Euer nur wegen Jesus die ganze Tooling voll macht. Das ist manchmal habe ich du nicht so sein, nur geobacht. Meint dass Gott nun nachher strufen wird, wenn wir sein einer sehen, die Struf nicht für uns betonen will, dat Gott dann nachher strufen, bloß wegen dass sie ihn sehen ist, was er betonen hat. Gott ist gerecht. Gott fordert reich. Er fordert nicht mehr und nicht weniger. Was reich ist, das ist, was er fordern hat. Und so, nu soll wie Jesus hier so. Was du für uns ansteht, nu kriegt er das. Und das habe ich all ever gehört. Aber wer wir in Sturm das zu tun? Du wie keiner. Das ganze Geschlechtsregister, was wir durchgehen. Wenn wir nu würden sagen, okay, Abraham ist schließlich bei dir, wo Gott den redet und er holt ihn aus den aufjährischen Länder redet. Und er führt ihn in ein Land an, wo Gott anwiesen wird. Und dann sagen wir dort, Abraham kriegt diese Versprechung. Aber wie heute Rara, noch wir nicht, aber er lernt ihn sehen. Durch die nu kommen, und das Paulus dort in der Galaterschrift, dort wir nicht so anfällen, dort wir bis an ein. Durch die nu kommen, vielmals wird das so gesagt, dass der ganze Herr Israel würde sehen sein für die Felder. No, bis einer. Und da einer, das ist Jesus, das ist, wo Paulus das sagt. Und so, nu als Isaac da, nu soll, als dit dann auf einmal da, no, der soll geopfert werden. Aber no, der kann nicht mal geopfert werden, wenn es den sind, das ist Isaac soll sein Opfer, wird noch nicht mal hören für Isaac seine eigene sind. Isaac soll sein Opfer, wird noch nicht mal hören für seine eigene sind. Und dann hat Gott du all immer den Zweig, manchmal wird Gott prophetische Reden, dass er die Menschen reden, mit wir reden, aber auch mit Wiesen. Der lässt Dinge passieren. Und dann soll wir dort,
dass Isaac ist auch nicht da. Du wird ein anderer. Das Abraham hier sagt, Gott wird ein Laum versorgen. Und Isaac sie nicht steht. Okay, dann ist das nicht Isaac, da wird das noch der Nächste sein. Und dann sei wie Isaac, der hat zwei Sehens. Jakob und Esau, und Gott wählt sich Jakob. Und dann sei wie dort der Jakob hat 12 Sehens. Und wie sollen dass Jakob sein Ehestand, wie nicht in seinem moralischen Ehestand? I mean, wie wollten dort Lothar, wird bei uns nicht sonst dort schaffen, dort ein Mann wird Feuer frühes haben. Wir wollten dass wir auch nicht Jakob sein angehen, so sich dort du seht, aber er wahrlich an. Dort wir Jakob sein Schwerführer, was sich dort so anging. Und so dann sei wir dort hier, okay, Jakob wir auch nicht der Rara. Wenn er Salz hat genug, er wir einen Hänger lassen. Er wir Salz auch nicht. Und dann sei wir die ganze Geschlachtere jetzt da. Aber was wir wollen dann, wir wollen uns noch ein klein bisschen nachluten, Josef. Er war da geirrt, aus all seine Brüder. Wenn er nicht der Älteste sehen wird, aber er wird der Älteste sehen von Rachel, Matäus wird Jakob sich wörtlich will befreien, Laum, Jakob sein Schwerführer, der verdreht ihm das alle. Und dat Elia auch nehmen muss. Und so, dat ist eine Anordnung man die ganze Geschichte. Gott hat sich hier im Volk gewählt, durch die, was der Rara kommt, und wir sagen, dass die Menschheit, even die, was Gott sich gewählt hat, durch die, was der Rara will kommen, das bis ein des Orden hängen anderen. Und so sagen wir dort mit Jakob seine Familie, haben die 12 Sehens. Aber Josef, den kann seine Brüder nicht leiden. Und ich will hier ein klein bisschen bei Josef auch anholen, wo wir dort erst einmal das System, wo das schaffen dort. Wie von der schon auch, wie sind das so gewarnt? Du hast eine Familie 12 Kinder, und die Ohren alle rein, von den kleinsten bis den Graz. Erst einmal wird das anders. Du wirst der Älteste sehen, der wird alles ohren, und der wird verantwortlich. Da wird dann das jeder über die Familie, der wird verantwortlich für die ewige Familie zu sein. Aber heute wird es der Lehrer, der Tribe Leader, würde wir mal sagen. Und so, aber da braucht noch viel mehr Märzig als das. Weil man sagen, Gott fängt hier eine neue Nation an mit Abraham. Aber das ist nicht, dass Abraham der Patriarch ist, über all seine Nachkommen. No, bloß Isaac soll die genannt sein. Und dann ist Isaac erst in Sehenhaft, dann soll bloß Jakob genannt werden. Dann ist bloß Jakob. Dann ist nicht, also ist er dann auch nicht mal in dieser Nation, wo das Wort geben. Aber Jakob, seine 12 Sehens, die sind all mit an. Und hier fängt die Trouble an. Diese Nation, wo er nie anfängt, du wird der Führer, der Lehrer, von denen, was diese Nation ist, der wird anstellen, wer du wird nur du nicht kicken, diese ganze Tribe aufhalten. Und seine Brüder sagen das all, Josef ist der Favorit hier. Josef ist der Geläufte von Jakob. Der wird schmacker eingetragen, Josef, der wird mal seine Brüder besiegen, der wird seinen Führer berichten, was seine Brüder auch deuten. Und der können am so sehr schlecht leiden. So könnte dann Josef auf einmal sein. Als das auf einmal die kleine König von dieser kleinen Nation, was hier ist. Jakob ist eine kleine Nation. Als das wird Josef dann der Lehrer sein. Was durch Josef kommt, und dann wird ihr wieder die ganze Geschichte, was ich da dran nehme. Seine Brüder werden so spietig über ihm, dass sie ihm das Leiste werden dort mehr. Aber wir wissen, dass Gott seine Gnade, Gott seine allmächtige Hand, der Leute nicht tut. Der braucht Josef. Und am Bord nach Ägypten verkauft. Und wenn wir nicht wieder kicken, dann ist uns immer wieder so, okay, das ist nicht wieder alle uit. Den was Jakob hat, aus sein, wie würde ich mal sagen, sein Läufster sehen, der wird der Lehrer wird sein von
von dieser Nation von Israel, der Lehrer wird sagen, das ist nicht wahr. Das ist nicht in Ägypten. Das ist du versklavt. Ein Sklav, wie weit dort, der will nicht das Reich haben, frei zu werden. Du bist kein Weich. Aber dann weit wir das auch, dort sich das so rausnimmt, dass Josef du als der zweitfährste Regierungsmann in Ägypten zu stehen kommt. Wir das ein Zufall, wir das ein Glück, dass wir Gott was führen hat. So, kann es dann einmal Josef seine Nachkommen sein. Von Josef seine Nachkommen, was der Rara dann kommt. No, wir sehen dort Gott hat Josef ausgebracht, um die Linie bewahren, durch der, was der Rara wird kommen. Wenn du in Ägypten, du deut Jakob all prophezeien, und er sagt, Judah, du bist dort. Durch Judah wird er kommen. Und so, das ist noch ein Punkt, was wir hier wollen von der ersten Tag mit annehmen. Diese Geschichte, was wir von Abraham und Isaac sehen, die weisen all, dass du als ein Opfer, was Gott versorgen wird. Und das ist Jesus selbst. Und dann haben wir in Josef noch wahre eine Geschichte. Und weil wir Josef seine Geschichte mal mit betrachten dann. Er wird gehasst von seinen Brüdern, die können ihn nicht leiden. Die verkaufen ihn und sie denken so, sie sind den los. Und was liegt sich dort? Weil wir nicht waren, nicht mit verabgehen. Nicht wenn Jesus seine Zeit, nicht haben sie Jesus gekriegt, nicht haben sie den Bad im Grab. Wer glaubt ihr erst dann, Frau, dass sie den zu sehen haben? All die, was Jesus nicht leiden kann. All die, was Jesus wollte, zu schaffen. Die ganze Herdreberbahn von den Pharisäern. Sie haben den zu sehen geschafft. Josef seine Brüder, den haben zu sehen geschafft. Der wird uns nicht mehr bauen. Da wird nicht ans König sein. Da wird nicht ans Lehrer sein. Wenn es das du wieder drehen deut, dann wird Josef König geworden sein, er wird alles offen, am Gehirn, der Dreck in seine Däune mussten am Unjadon sein. Das wird die Nation anfangen. Und Josef sein Älster sehen, wird nur Josef regieren in der Stadt. Da wird kein mehr in der andere Linie wird kein mehr sein. Das wird in der Dolmjuk. Das wird sie nicht leiden können. Und so, sie denken auch so. Sie haben den Zeit geschafft. Der wird uns nicht bothern. Der wird nicht über uns regieren. Kriegt dasselbe da in die Pharisäer. Der wird nicht wieder uns hier mandern. Der wird nicht wieder uns im Tempel rütpenken. Der wird nicht wieder uns Recht, was wir uns an abgebiet, verstehen. Die Pharisäer wären ganz gründlich sehr schlimm über Jesus, wenn er sagt, er wird den Tempel durchbrechen. Aber wenn er sagt, er wird nicht ein Stein ab den anderen bleiben, was meint ihr damit? Das, was die Menschen getan haben, wird alle zu Grund gehen. Und even der Erfahrung, was wir selbst an sich gearbeitet haben, wird zu Grund gehen. Habt ihr mal gedacht? Und nun wollen wir Josef seine Geschichte auch noch mit anholen dann. Wo liegt der Hand? So schwierig ist es für Josef du auch wird. Du in Ägypten. Und dat hij met zaten en dat immer, wann es ein besser wird für ihn. Und hij fängt du genoeg bij zijn Eendeimer. Und Gott segnet dat ganze Haus am Josef zijn Salm, dat wordt am belehren. Und dann wird am belehren und dann wird er falsch eingestoppt. Und dann du im Gefängnis, du wirst dann keine Hut nicht an lebendig rauskommen, die Accusation, was je an wird, dat wir actually miskriegt, Todesstrafe der Lebenszeit ansetzen. Und du in den Gefängnis, so legst die Hut nicht auch erst, als war noch ein kleines Glimpse von Hut. Diese zwei Regierungsmänner, was du sagen, und wo Josef der prophezeien dat, wird in jedem ein Wort passieren. Und da passiert auch das dort noch für jeden so war von Josef. Aber dann, es hat ich du erst, dass Gott in der Rüt war. Dann sei wir dort, wo Josef für den König zu stehen kam, wo er den König rüt gab und wo der König sagt, wo kann wir so ein Mensch das im Gefängnis haben? Wenn du so ein Jas hast als das, dann sollst du rüt sein. Bloß
auf den königlichen Thron, sag ich der König, wo ich hecher sein als du. Bloß ich sie über die. Aber du soll nicht so viel als wer der Hund er Fout reden und den Wahl in ganz Ägypten. Ich habe hier, wo ich das Bild hier drin, du soll nicht wer so viel als ein Hund er Fout rieren und den Wahl, Josef, in ganz Ägypten. Josef seine Brüder sehen, nie haben den Tatsi geschafft. Nie wollen mal Jesus seine Zeit gehen. Diese Menschen, wo du Jesus hat Tatsi geschafft, wo den gekreuzigt haben, wo du glauben, den haben Tatsi gebracht. Da steht nicht ab von dort. Und der fährt in den Himmel und der sagt sich, wie Gott reicht der Hand durch. Und Gott sagt, mein Sohn, alles als die übergift. Alles als die übergift. Aber ihr in alle Wegen in dieser ganzen Schöpfung soll nicht so viel als wer der Hund oder die ihr rieren und ihn Wahl. Ich habe sagen, wo der ganze Alte Testament aufpassen hat. Und der wies uns all einmal mit Schattenbilder durch von das Weltliche, was du kommt. Und ich halte mal eben, ich habe die Zeit, wo Gott eine Hungersnot lässt kommen, das hat er sich von der Grundlegung von der Welt, also es ist das gemerkt, jetzt was passieren. Und nu sind Josef seine Brüder im Trouble. Wir waren verhungert. Aber yes, du hast Eten in Ägypten. Und wenn der Ägypter uns gnädig sind, wenn der König in Ägypten uns gnädig ist, wenn der uns gnädig ist, dann können wir womöglich durch die Leben bleiben. Aber wenn der nicht will, wir sind ganz abhängig von den Regierern, die König, seine Genug. Und nun kommt Josef seine Brüder durch. Und sie werden so doll über Josef, sie sagen, wir wollen uns noch nicht knäuen für die. Und dann sehen sie, oh ja, sie Josef verkaufen, sagen sie, wenn wir den Tod merken, dann wollen wir mal sehen, was denn seine Träume waren sein. Josef hat ja mal gesagt, ich träume, wie mir und alle Gaben. Und jene Gaben können sich alle handknäuen für mich. Er hat noch einen Traum gehabt. Die Sonne und der Mond und alle Sterne kämen wecken sich für mich. Even Jakob sagt, aber was ist das für ein Traum? Was meinst du, wie waren alle kommen, die uns handknäuen für die? Nu boos ich Patua, wo Jesus nicht auf den Thron sitzt. Wo seine Brüder, wenn sie das nicht mal ganz weiten, wenn sie nicht mal weiten, wer dort ist, die kommen und schmieden sich da lang an. Für Josef. Die schmieden sich da lang an. Und sie wollen auch ein bisschen gnädig sein. Was glaube ich, was passieren, wenn Jesus hier schwert für ein Tag kommt? Waren sie nicht fein? Waren sie nicht fein, der unkennt, als ich lang kann schmieden für Jesus? Wenn das sagt, jeder Knie, und jeder Knie wird sich begen für ihn. Even der wird verloren gehen. Das ist, woran das so wertvoll ist, dass wir, wenn wir wo überlesen tun, oder wenn wir was lesen tun, dass wir ab ihrens Unheil und mal überdenken. Ich weiß, dass wenn wir das Staubwies nehmen, wir gehen ganz und gut durch. Du sind immer mal vielleicht langweilige Städte gemacht. Das sind Geschichten, die wir gut wollten. Da können wir bis busig übergehen, nicht? Dann wird was interessanter gehen. Aber der Trouble ist, wir skippen Dinge über, was uns sollen actually wichtig war. Und so, nu, wenn wir bei Josef seine Geschichte sind, wie Josef dann der Rara. No, nicht mal durch seine Linie soll der Rara kommen. Da wird Judah sein. Aber Judah, der wird auch alle im Trouble. Der hat al een uitlandse vrij genomen. En een onmoralisch Leben geführt. Durch wem können sie nicht ihr als der Bett sehen? Vandaag. Dat wir nach seine Schwerdachter. Was der wat verkehrt hat. Ich habe gesagt, wo die Menschheit, wenn das von der Menschheit abhängig gewesen wird,
dat Gott du wegen hat sagt, okay, diese Linie, da ist noch reiner, das ist noch Charakter. Das ist noch nicht so uitgeoefend. Dat wordt mij willen. Dat wordt mijn zin. Dat wordt in raar op de welzijn. Gott hat sich dort gewählt von fern an, wo das alles wird passieren. Und die Menschen können das nicht vernichten. Und ich wollte das von dir anhalten mit einer Karte-Botschaft, wenn ich will haben, wir wollen uns hier mit dabei nachladen. Wir wollen hier mit dabei kicken, wo das alle anwiesen dort. Weil wir wollen uns immer weiter denken halten, wo wir das all diese Zeit, vor dem, dass der Radar erstmal endlich kam. Wissen die Menschen dort, dass das noch so und so viele Jahre wird dir? Da und all das wir bald bei dir. Hat er nicht gedacht, wo der Radar wird kommen? Weil ich glaube nicht, wenn es nicht mal selbst die Propheten, wird das so recht deutlich. Wo dit alles soll passieren, wenn wir in Petrus kijken dan. Wenn wir kijken, wo Petrus dat geschrieben hat, in 1. Petrus 1 Vers 10. Und vielleicht wird ihn dort nicht in Ohren, wenn wir immer waren in derselben Stadt gehen. Aber der Mensch hat so, die wissen, dass die sollen Radar kommen, die haben diese Idee, dass die sollen Radar kommen, aber die haben so viel Frauen da immer. Hij sagt es dit. Diese Radung wie Wort, dass die Propheten nicht ganz verstehen können. Wann sie auch davon schreiben. Sie, das redet hier von den Propheten, was die müssen prophetisch reden über diese Radung, was da wird kommen. Nicht mal die Propheten haben sie reich nicht gedacht. Die sollten nicht nur so, mit so einem klaren Verständnis über wo der Radung wird passieren, als wir den nu haben. Und dass die bis dürfen noch den Titel auflösen. No, sie haben viele Frauen und irgendwie so viele Dinge nicht deutlich. Er sagt, sie haben doch viele Frauen, die über wo dort alle bedienen können. Like, wo arbeitet das? Die Propheten, die haben manchmal diese Aussage gekriegt, wer Gott wird, und dann sagen sie, wo lang nicht reich sie sind. Jesaja saß zum Beispiel, oder Hesekiel 1. Und so steht sie wie mehr, Moses. Und das fällt Israel, wenn Gott sie nicht, wenn Gott sich da offenbaren hat. Und was auch sehr auch und keiner von ihnen kann gehen und nehmen das Buch, und wollen sich nicht mal nur dazu gehen, das Buch aus der rechten Hand reinzunehmen. Das kann ein Sturm dort zu tun. Sie sagen das bloß, wo weit auf sie sind. Da sagt er hier, diese Radung wie Wort, dass die Propheten nicht ganz verstehen können, wann sie auch davon schreiben. Sie haben doch viele Frauen, die das alle bedienen können. Sie wundern, von wo der Herr der Jes, die in am wird, reden deut. Weil sie mussten dann lang vorüt auch schreiben, wo und wo Christus wird leiden machen, und wo er nur her wird für eine Herrlichkeit haben. Sie haben fließig gesagt, wann dort für ein Tag kommen soll, und wem dort treffen wird. Like, das wie ein Ding, das wie ein Frau tegen, wo wir auch haben, wo sie einfach wundern, like, wo wird das dann passieren? Die Menschen ihre Bosheit wird euer und wird euer. Keiner ist gerecht und nicht einer. Wo wird das dann schließlich? Wer ist das dann schließlich? Er sagt, der Propheten wird schließlich gesagt, dass es nicht in ihrer Lebenszeit passieren wird, aber Luther, nu in jene Zeit. Und nu ist der Gode Nachricht gepredigt worden durch denselben Heiligen Geist von Himmel, der dann all in die Propheten wird. Und das ist alles so wunderbar, dass die Engel jeden Mal davon weiten machen. Ich weiß dort, wie mit der Radung klar sein, wie wird der Radung klar haben. Wie kann das schwer begreifen, wo sich das noch feilen,
wenn wir in dieser Dienstnis wohnen, das noch nicht klar haben, wo der Radung ist. Aber dort durch uns Lebenszeit Dollar zu begreifen, wofür wird das erst, dass das Radar gekommen ist, müssen wir uns mal in Jahre ihre Show sagen. Die wird vor Jesus in der Zeit gelebt hat. Das ist mit so sagen im Diensteren. Das ist, worum du gesagt wird in das Evangelium. Die Propheten, die haben all gesagt, der wird im Diensteren, sollten die haben ein großes Licht sein. Von was hat er dann all verrückt gesagt? Er hat all gesagt von Jesus sein kommen. Jesus wird das Licht. Hij wird das. Und so, uns kleines Verstand kann das von der ersten Tag so sehr abends begreifen, wofür das ist. Wofür wird das erst, meine ich? Wofür wird das erst? Warum? Als das auf einmal wenigstens, wir sind so begnadigt worden, dass wir dadurch sind als Sort geworden von Genut. Und dort uns die dadurch werden ja nicht schaffen. Das müssen wir uns einfach befreien. Wofür nicht schaffen wir das? Dat ich nicht al in der Zeit lebe, wo ich diese Radung auch klar habe, wo gerne ewig nur sauen. Und wissen noch nicht, wo das alles wird passieren. Und uns erst diese Radung, das ist gesagt, die Propheten wird schließlich gesagt, dass es nicht in ihrer Lebenszeit passieren wird, aber Luther nu in jener Zeit. Und nu ist uns der Gute nur gepredigt worden durch denselben Heiligen Geist, der dann in den Propheten wird. Und das ist alles so wunderbar, dass die Engel gern mehr davon weiten machen. Ich will nicht sagen, dass wir nicht kein Sonnensar sein. Wir sollen Sonnensar, wenn wir Vertrauen auf Gott haben, dann sollen wir sozusagen geloten. Gott hat alles in der Kontrolle. Das ist so. Gott hat alles in der Kontrolle. Aber hier ist eine Gefahr. Wir können auf einmal so ohne Genut gewarnt werden, dass wir glücklich immer werden. Wie wollten ihr das? Jesus ist für uns gestorben. Wie wollten ihr das all? Was meint das? Wofür wird es das? Was dann, wenn uns dort nicht auf einmal rückgelarscht wird? Wir haben nicht die Radung, wir haben nicht diesen Frieden. Und wir lebten in einer Welt, wo Gott sein Geist nicht das Beise Dreh hält. Der lässt das Beise bis gehen. Und der lässt uns selbst auch gehen. Und wie von du rütchen, werden du rüt geraten. Wofür mal nicht wird der Radung dann sein? Ich denke an Offenbarung 16. Wenn Gott seine Gnade nicht mehr wenn Gott sein Geist nicht mehr tragen wird, wenn die Menschen nicht auf Gun geloten. Und dort tun wir auch bis Gott sein Euer noch. Über die Menschen kämpft, Gott sein gerechten Euer. Wenn wir hier kicken in eine Offenbarung 16, Vers 8. Er sagt, in der vierde Engel geht seine Kampffall in der Sonne, in Antwort dort gegeben, den Menschen mit Feuer zu brennen. Und die Menschen versehnden von der großen Herd. Und sie lasterten Gott seine Namen, die die Macht hat, die Pleuen zu schicken, und sie kehrten nicht um die ihr zu geben. Und was glaube ich erst hier so, und das alle noch mit an verbunden. Die Sotuns waren richtig geloten. Die waren frei geloten. All die Beise Gäste, die waren, dat is met 3, wo Johannes sagt, wo ein großer Stier rauffällt, und die brennt mit Feuer. Und die daagt den grundlosen Aufgrund ab. Und uit den Aufgrund kommt Herschrecken raus, Großhaber raus, sagt das. Aber die waren nur betekend als Beise Gäste. Die sind bis mal losgeladen. Wir wollten dort, die Beise Gäste sind begrenzt. Die können nur bis so und so viel. Aber nu worden die losgeladen. Das ist bis unbegrenzt. Die worden die losgeladen. Und danach
Gott zijn geest trekt ook geen mens maar terug. Der laat hij gaan. De straf en dat schrikkelijk is op deze eerd wat du onjet. Er zegt, dan gaat de vijfde engel zijn kom vol op dat tier zijn troon op en zijn koninkrijk wordt dies daar en de mensen buiten zich de weideu de tong twee. En lasteren Gott im Himmel wegen ihre weideu en ihre schweren en bekehren sich nicht von ihre Weiden. Dat deed niet. De genade is voorbij. Nu laat God die gaan. Waarom is dit te Christen geschreven? Dit wordt je al bestellen zijn voor dat wat geen hoop niet is. Waarom lezen Christen dit nog? Dat we zullen terugkijken wat van die genade we hebben. Dat we zullen dit schatzen. Kijk maar wat heeft God ons van die genade gegeven. Dat de engel staan door even. En dat is waarom een prediker zo zaak hard kamp. De wil dat met weer proberen te explainen en de kamp zo hard. De vindt niet de rechte weer, maar wat mag ik dit mal zeggen dat het mal wat deed? En einer wordt helemaal niet bij toekomen. Dat moet met de rechte weer door zo door te stellen. En wat het gaat, dat is dat we dat begrijpen kunnen. Deze radung, wat du zo lang en zo lang en zo lang gedeerd hebt, wat die komen. Wie schatzen vor diesem Jahr? Dat hebben we niet. En met die willen we ons immer ware denken houden. We willen ons immer ware dieper doen aankijken. Want we niet zelfs in jaren tijd bieren. En we hebben nog niet deze kennis nu, wat we nu hebben. We kunnen nog bus, zo krijgt es nu. We hebben nog niet de kennis, waar het alle wat hem inkomt. We kunnen ons dat even lezen. We kunnen dat even lezen, maar we hebben gleich werkelijk niet gedaan, waar Jezus in ware komt wat zijn. Ik wil dat den dag wat er wat komt, dan wordt ons dat alle duidelijk zijn. Maar we ons mal drie zaken bij den moment, wo Jezus nog niet gekomen is en ons als bij den versproken. Dat is waarom we willen ons doen aankijken. En immer dieper doen aankijken. Hoeveel weet is dat we die nu hebben? Ik weet dat wordt van delen vielleicht een beetje kort zijn, zoals ik al zei. En ik weet dat die worden niet alle, deze serie, die worden niet alle gelijk langweilig zijn. Maar ik denk is, wat passiert wanneer we dan best de interessante dingen door de Bibel gaan? Best wat ons interesseren. Wordt op eenmaal wat mang zijn. Wat God ons wil zijn, en wegen ons het niet zo interessant is. En we skippen die door even, en in dem Groots, wat er niet zo interessant is. Dat Groots is dat Groots wat God brengen wil, om ons wat leren. Dat wat de wereld als aanzien zit, waar we ons best mal 1. Korinther ein klein bisschen besehen. Wo Paulus du selbst sagt, 1. Korinther 1, Vers 18, wenn sagt, für die, die verloren gehen, als das Wort von Christus ansehen. Aber für uns, die wir selig werden, ist das Gott seine Kraft. Du sind stehen in der Bibel, der natürliche Mensch hat kein Interesse an. Den interessiert das gleich. Der wird langweilig. Der wird lieber gleich in irgendwas, was der Dollar abreden, nicht? Und das ist auch so. Du sind stehen mank, ich meine, das soll uns reden. Wenn uns die Bibel nicht abreden, dann hast du was anderes mit uns. Aber erst dort, wo wir immer sollen voll von sein. Dort immer diese Botschaft mit uns tollste Rieren da. Moet we een beetje kijken. Waarom merkt me op welke steden niet wat zijn in de Bibel? Waarom valt zich dat zo duidelijk? Wat is aardig? Is dat de Redner dat niet klaar niet kon vandaag brengen? Is dat hij niet schrikkelijk genoeg reden kon? Wat is aardig? Wat is aardig met ons mensen manchmal? Dat krijgt dit. Wat hij hier in de wat hij weer zegt.
Du steht geschrieben, ich will die Kluge ihre Klugheit zu nichts merken, und der Verständige ihren Verstand und sieht stahl. Wo sind die Kluge? Wo sind die geistlichen Reden von der Schrift? Wo sind die weltlichen Wesen in dieser Zeit? Hat Gott nicht die Weisheit von der Welt zu Aussehen gemerkt? Die Weisheit von Gott, wie alle wen in der Welt, aber die Welt in ihrer Weisheit sagt nicht an, wer Gott wird. So gefällt Gott dort, durch die auswendige Predigt dort zu raten, die du an glauben. Da wird gar nicht so viel Nies gehabt. Da wird gar nicht so rieren dat. Dort gefällt Gott. Dort wird es zu brücken. Er sagt, die Juden, Frauen und Tigens und die Griechen sehen die Weisheit. Wir überpredigen den gekreuzigten Christus und den die Juden sich steuten und die Griechen für Aussehen holen. Aber für die Gott für sich gewählt hat, bei Juden und Griechen als Christus, Gott seine Kraft und Gott seine Weisheit. Und dann hier bis hastig noch hier so eine Kapitel 2, Vers 4. Wir können uns nicht dort verloren, dort du immer während was wer schrecklich genug reden kann und dort soll nicht was rieren. Und dann du noch was Gott move. Wenn er hier sagt, ist das, meine Lehre und meine Predigt wirkten nicht dadurch, dass ich großartig wird oder menschliche Weisheit braucht, aber dadurch, dass Gott sein Yes mit viel Kraft in uns wirken lässt. Und so, wenn wir hier durch die Bibel predigen, durch das Neue Testament, glaub mir dort, du sind Städten mank, was uns nicht deutlich sein, oder was uns du nicht, vielleicht nicht updaten oder was uns vielleicht langweilig kommt. Und dann soll der Prediger vielleicht schrecklich verstehen reden, dann soll er vielleicht dort mit Dollar du handeln, dass man mit mir nicht schafft. Aber was dort halten, dass Gott sein Geist Dollar wirken wird? No. Das hat nichts damit zu tun. Dass wir nicht Paulus sein schrecklich reden. Dass Gott sein Geist mit viel Kraft wirken lässt. Und das war ich für uns allen wünschen da. Und sonst das kann lang dauern. Wenn wir hier von einer Kirche, die hat für 30 oder 40 Jahre durch das Neue Testament gepredigt. Der andere, der hat in 60 Jahren noch nicht verreicht. Und das sind noch mehr Generations von Predigers, was wieder und wieder gehen damit. Eine Kirche wird wohl beständig bleiben, der muss beständig bleiben in der Zeit, wo das gar nicht so viel für euch stark wird. Wo das gar nicht so viel, wie würde man sagen, so viel Ablösen von Menschen ist. So zum Beispiel, das soll wie in der Charismatic Movement von der ersten Tag. Die machen die immer was gerodet anhaben. Immer was ernst so und so redet. Das ist ein gefährliches Ding. Eine biblische Kirche ist eine Kirche, die beständig wieder geht und wieder geht. Die dürfen gleich so einen großen Laum haben, so ein großes Leben haben. Und wenn ich eins noch in der Kirche sehe, und ich habe vielleicht voll mit um jetzt so ladig durchgefahren, das kann sein. Sonst wird das mal passieren. Mir ist das auf jeden Fall passiert, aber ich muss das tun. Ich muss mich selbst besäuen, was wird das? Wird das wenigstens, du wirst eine Ehrliche gebracht, und mich interessiert das nicht, oder wird das wenigstens, ich wird tau. Da wir wenigstens, ich kann nicht sagen, ich gehört. Wenigstens, ich verlange, Menschen sollen mir rieren. Ich verlange, der Prediger soll so schrecklich reden können. Ich vergott von dieser Farsch, wenn Paulus sagt, aber dadurch, dass Gott mit seinem Geist mit viel Kraft in den Wirken leitet. Und das war ich uns wünschen da. Wenn wir zu so einer Städten kommen, ist dort, wo sich da langweilig hören, oder wo wir vielleicht nicht so einen großen Geschmack, dann wird in den Moment rüberkriegen. Weil wir uns auf Gott verloren, weil wir durch den Weg, du einfach nur denken, was haben wir doch eine Lage Arme. Sonntag für Sonntag, jeder Lage, der wird fallen. Du hast mal ein Junge gesagt, vorher gesagt, ich will euch mal mit einer Kirche. Das habe ich nicht. Und dann hat ich vorher gesagt, na, warum halbt das nicht? Na, aber wir stehen halt das alle verjäten. Okay, das ist die Vorderstelle. Aber du bieten am Hof, du hast einen alten Held in den Arm allein.
En wer ein klein bisschen von sonst kennt, das erst einmal haben, der hält eine Amasch, wenn der Strich gewesen, der ist ganz top geholt, der ist andig. Und dann sagt er bloß zu sein sehen, sagt der Vater zu sein sehen, nimm den Armer und bring das Piet Wutter. Was der jetzt dann in den Trach schabt Wutter, was der bei das Piet ist, und ich habe ein bisschen noch einen Armer, wo das kein Wutter bin. Und dann sagt der Junge, das halt nicht. Und dann sagt der Vater, du frisch. Und der muss frisch gehen, und schließlich einmal dann fängt er an Bettwutter an Band zu bleiben. Dann kann er das Piet an Bettwutter geben. Denkst der Arme, der quält ab, der wird noter, und schließlich, der hat so viel mal gegangen, und hat den Arme war frisch not gemerkt, und als der abgequält ist der dich. Dann fragt der Junge, wo was die mir mit das wiesen? Sagt er, das ist krank. Wie gehen wir mal und wie horchen Gott sein Wort mit den drehen Armen? Das kannst du gedreht. Du willst nicht sperren. Wenn wir dann ab hier mit den Armen versprochen, der wird bis für 2 oder 3 werden. Du wirst nicht sperren bleiben. Aber warum Waragun haben? Der Arme, der wird not da. Das erste steht erst bis mal in den Armen not mehr. Und dann, wenn er not ist, dann bleibt der Wut dabei. Amen. Wir schließen mit einem Gebet. Himmlischer Vater, wir kommen hier nochmals für dich und wir danken dir für diesen schönen Morgen. Dass du uns hier hast durchgeführt. Und himmlischer Vater, ich weiß, dass so schwach ist einer ist und so erschrecklich aus einer reden kann. Herr, musst du aber dein Wort sehen, indem dass die den Jes utjöten das. Und Herr, kick nicht du noch, wo schwach einer ist und wo drahl einer muss versteht, das wird nicht allein. Aber Herr, musst du mit dein Jes schaffen. Und musst du uns das vergeben, wenn wir aufgekickt haben auf andere. Wenigstens wir wollten, dass jeder einer, was du dein Wort jetzt predigen, der hat nicht alle, der wir reingehen, und bewahr uns du fair, dass wir nicht raufkicken auf dich. Herr, wir wollten, dass jeder einer kann mal bis das tun, was die am Latz tun, und du wegen Frau wie. Dass die uns bewahren, dass keiner von uns sich mag erheben. Und glauben, wir verstehen das besser. Himmlischer Vater, musst du das geben, dass wir uns alle damit tun und dass wir nicht kicken, wer du bist. Und dass uns Vertrauen nicht auf selbst ist, aber auf die, und dass die mit den Jes in jedem einen von uns wirken das. Himmlischer Vater, das ist unser einziger Hoffnung. Wir haben nicht, was wir die bringen tun. Aber Herr, du gibst alles. Und so Paulus sagt, was hat ein Mensch, was ihm nicht alles gegeben worden? Alles, was wir haben, das haben wir von dir. Und du danken wir dir für. Aber himmlischer Vater, musst du uns geben, dass wir das nicht Dollar schätzen tun, dass wir da mehr und mehr von nehmen. Und dass wir immer Dollar machen. Gewartet sein in den Wort. Und dass wir nicht machen, eine falsche Viersegen. Oder dass wir nicht machen, du noch sagen, dass wir wollen so und so abgerecht sein. Aber Herr, dass wir machen, das Jesaja 50 verstehen, sage ich, dass wenn wir auch im Düsteren sitzen und wir kein Licht haben, wenn uns das auch gleich gut so sagen, Herr, musst du groß sein, wer uns die Geduld gibt. Und mocht wir die Kraft haben, du wen ab die zu verloten, und unsere Hoffnung ab die Sachen. In Jesus' Namen bete ich das. Amen.